Wir feiern das Auferstehungsfest. Es ist Sonntag, der 12. April. Ich lese den Wochenspruch. Er soll auch nachklingen durch diese Woche. Deshalb wähle ich ihn heute. Er steht ja immer am Sonntag. Offenbarung 1,18. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die Schlüssel des Todes und der Hölle. Heute geht es um diese Schlüssel. Wie ist das zu verstehen? Und was bringt es uns? Schon lange bin ich ein bisschen bekannt bei denen, die mich kennen, als ein Miesmacher rund um die großen Feste, Ostern, Weihnachten, weil ich an diese Symbole nicht so recht glauben mag, die wir in die christliche Anschauung mit hineingebettet haben. Vollends den Bogen hat es mir gegeben, als ich in alten Büchern gelesen habe, dass im alten Orient für die Ostara, deren Name unser Fest ja trägt, und ihre Fruchtbarkeitsgaben einen hohen Preis bezahlten. Sie mussten nämlich Kinder opfern für diese Himmelskönigin. Dafür war garantiert, dass es ein fruchtbares Jahr geben würde und dass die Frauen auch wieder Kinder kriegen würden. Und ich finde es auf der anderen Seite auch ein bisschen heuchlerisch, wenn Generationen wie die unsere, die so viele ungeborene Kinder auf dem Gewissen haben, den Osterhasen als Symbol der Fruchtbarkeit immer wieder in die Nester der übrig gebliebenen Kinder legen, als ein Zeichen, dass eben Vermehrung etwas Schönes ist. Wir stehen also mitten in einem geistlichen Konflikt, mitten in den Grabenkämpfen oder mitten in diesen Auseinandersetzungen mit der Finsternis. Aber wir stehen ja auch darüber, denn heute ist der Auferstehungstag, ein Grund, sich zu freuen, dass wir nicht in die Fallen solcher Lügen hineingeraten müssen. Denn Jesus hat in jeder Weise den Tod besiegt, wirklich in jeder Weise, und hat uns die Wege zur Auferstehung geebnet. Jesus kommt nicht mit leeren Händen zurück, ein Abstecher war es nicht, sondern ein epischer Kampf, der ihn hinuntergeführt hat, in die untersten Verliese. Er bringt den Schlüssel des Todes herauf. Der Tod ist meines Erachtens im hebräischen Denken nicht einfach ein Zustand oder nur ein Gefängnis, sondern er hat einen personalen Charakter. Wahrscheinlich ist er ein lebenserstickender Geist. Dann eben auch der andere Schlüssel ist in der Hand Christi, der Schlüssel zur Hölle. Wer dort regiert, wissen wir. Weil diese Schlüssel für uns so wichtig sind und so viel mit Ostern zu tun haben, wie wir das Fest ja nennen, mache ich den Vorschlag, dass wir anstatt diese üblichen Dinge zu suchen, 2 Schlüssel verstecken und die Kinder sie suchen lassen. Der eine Schlüssel ist einfach zu erklären für Kinder. Ein Kind kann man ohne weiteres sagen, Jesus Christus hat den Tod besiegt. Schau, wir haben keine Angst vor dem Tod. Er ist für uns durch den Tod gegangen und deshalb vertrauen wir ihm. Beim anderen Schlüssel ist es ein bisschen heikler und trotzdem, glaube ich, auch ein Kind kann verstehen, was es heißt, man steht unter Anklagen oder man steht irgendwie im Kampf gegen schlechte Gedanken, Dinge, die man weiß, man sollte sie nicht tun. Man kann sagen, schaut, dieser Gegner, der uns anklagt und verführen will, er ist durch Jesus Christus besiegt. Wenn wir bei Jesus bleiben, haben diese Stimmen keine Macht. Wenn dann beide Schlüssel gefunden sind, könnte man ja eine Kiste aufmachen, die mit 2 Schlossen verschlossen ist. Erst wenn beide Schlüssel da sind, kann man auftun und dann sind dort Pflanzen, zum Beispiel Hyazinthen, die jetzt noch nicht blühen, in ihren Töpfen und man kann sie an die Kinder verteilen. Die Zeit wird zeigen, die nächsten Tage, vielleicht Wochen, welche Farben sie haben, welche Pracht hier an Leben zum Vorschein kommt. Und es wird ein Fest sein, zu schauen, was alles ist in diesen Knollen an Leben verborgen. Dies wird ein gemeinsames Erlebnis sein, denn miteinander muss man ja suchen. Und es wird ein individuelles Geschenk sein, nicht vom Fließband
geprägte Osterhasen, sondern etwas, was die Natur selber an Leben hervorbringt. Es ist ein gewaltiger Tod, dieser Tod Jesu Christi. Wir haben ja die 7 Ich-Bin-Worte, die uns bekannt sind von ihm, aber wir haben auch ein Ich-War-Wort. Siehe, ich war tot. Alle Ich-Bin-Worte haben keine Kraft für uns ohne dieses Ich-War-Wort. An diesem hängt wirklich alles. Damit wir die anderen Dinge überhaupt in Empfang nehmen können, muss er doch zuerst für uns sterben. Denn wir sind ja Todeskandidaten. Die ganze Schuld, die ganze Sünde, sie wird uns ins Grab bringen. Und zwar eben in den zweiten Tod, außer es gibt diesen Tod Christi, den er übernimmt an unserer Stelle. Der ganze Schuldkomplex ist damit weggefegt, vielleicht auch alle anderen Komplexe, die sich hier anschließen. Nicht nur das, sondern Jesus Christus hat auch den Tod in das sündige Leben hineingebracht, dort wo die Wurzeln sind. Er hat die Macht der Sünde besiegt in unseren Gliedern, das, was man Begierde nennt. Er hat es auch im Totenreich parkiert. Er ist gekommen, um diese Macht zu zerbrechen, das Leben des alten Adam, der sich selber wehrt. Aber nicht nur das, sondern er trägt auch den unschuldigen Tod. Ja, es gibt den unschuldigen Tod. Denken wir an die Kinder, die ich soeben erwähnt habe, und noch viele andere, die unschuldig zu Tode gekommen sind. Auch deren Schicksal und das der Märtyrer trägt er. Und am Ende natürlich gibt es sogar noch die letzte Macht aus der Finsternis, die den Menschen in schwachen Momenten Bündnisse anbietet. Diese Leute verkaufen unter Umständen ihre Seele, aber sie können aus solchen Verbindungen wieder austreten. Denn Jesus Christus hat mit seinem Blut bezahlt, dass alle Verträge gelöscht sind. Der Satan weiß, er kann nicht zweimal Blut fordern. Er hat nun das von Jesus Christus, das andere kriegt er nicht mehr. Nun, einige sagen, diese Schlüssel hätte es doch gar nicht gebraucht. Gott hätte doch einen anderen Weg wählen können und diesen Mächten der Finsternis und der Verführung und vor allem dem Tod ein vorzeitiges Ende bereiten können. Es ist jederzeit in seiner Macht. Warum dann diese Reise in die Unterwelt? Warum dieser komplizierte Weg, um an diese Schlüssel heranzukommen? Jesus kommt ja durch jede Tür, das hat auch die Apostelgeschichte gezeigt. Plötzlich steht er mitten unter den Jüngern, die ja vor Angst die Türen geschlossen haben. Er hat sie nicht für sich heraufgeholt. Das weiß er, dass er das nicht muss. Er hat sie für uns heraufgeholt. Dieses Heraufholen selber, dieser ganze Weg ist auch schon ein Teil der Schlüssel. Wir vertrauen ihm jetzt. Wir vertrauen ihm, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns hat. Wir vertrauen ihm, dass Schuld uns nicht mehr von Gott trennen kann, Anklage nicht und was alles sonst noch aus der Hölle kommt, dadurch, dass er gestorben ist. So hat er uns diese beiden Schlüssel durch sein Sterben erobert und mit denen können wir vorwärts gehen. Es sind die Schlüssel des Glaubens und des Vertrauens, wo wir wissen, nichts kann uns von dieser Liebe Gottes trennen. Nichts und wirklich gar nichts. Dazu hat es einen gewaltigen Beweis gebraucht. Unser Unglaube kann nur dadurch erschüttert werden, dass einer sich so schwach macht und all das erleidet, was wir im Spiegel sehen, was uns eigentlich gehören würde, dass wir dann sagen, ja, es ist wirklich Liebe und mit ihr werden wir siegen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.